Britische Quellen berichten, dass im Mai 1945 ca. 700.000 Menschen Slowenien durchquerten, darunter 200.000 Soldaten und 500.000 Zivilisten, überwiegend Kroaten. Očekivali su utočište u savezničkih britanskih snaga koje su tih dana zaposjele jugoistočnu austrijsku pokrajinu Korušku. Zbog toga su se i u najvećem broju okupili na Lojbaškom polju pred Bleiburgom uz samu austrijsko-slovensku granicu. Die meisten kroatischen Flüchtlinge waren bereits auf slowenischem Gebiet im Dreieck Cili, Windisch, Graz und der Trauburg gefangen. Ein kleiner Teil hat es bis nach Österreich geschafft. Die Briten haben sie nicht geschützt, sondern übergaben sie den Kriegsfeinden. The British general knew perfectly well what was going to happen, and indeed in the war diaries the ordinary officers and the ordinary men often expressed horror, but they guessed what was going to happen. And Harold Macmillan, the British minister, who on the 13th of May told the general to send them all back, he said, "We're sending them to slavery, torture and probably death." Vraćanje zarobljenika od engleskih trupa iz Austrije počelo je 17. maja i do 24. bili su vraćeni svi Hrvati. Između 24. i 27. vraćeni su Srbi i Crnogorci i kraje maja, u posljednjih danima maja, vraćeni su i slovenački domobranci. Tito je došao u Ljubljanu kraje maja i 26. održao govor sa balkona Univerziteta u Ljubljani. Was die Verräter betrifft, die es in jeder Nation gab, unter allen Menschen, das ist jetzt Sache der Vergangenheit. Die Hand der Gerechtigkeit, die rächende Hand des Volkes, hat die meisten bereits erreicht. Nur eine Minderheit der Verräter konnte entkommen und im Ausland Schutz suchen. Diese Minderheit wird niemals wieder auf unsere schönen Berge blicken, unsere Blumenfelder. Und wenn das passiert, wird es nur für eine kurze Zeit sein. To su riječi bile kazane dan ili dva kasnije, kad je većina Hrvata, koji su bili vraćeni ispred Bleiburga do Maribora, već bila poubijana u protitenkovskim rovovima kod Maribora. Sada znamo da samo u jednom dijelu protitenkovskog jarka u Teznom leži oko 15.000 Hrvata. Ta zbivanja poznata su u hrvatskoj povijesti pod nazivom Blajburška tragedija po obližnjem gradiću Bleiburgu gdje je započela, ili križni put hrvatskog naroda 1945. po kolonama smrti koje su upućivane prema rumunjskoj granici, bugarskoj, prema makedonskoj granici, pa čak sve do Soluna u Grčkoj. Die 40.000 kroatische Flüchtlinge konnten der Auslieferung entfliehen. Hauptsächlich ließen sie sich im Gebiet der britischen Besatzungsverwaltung in Südösterreich nieder, größtenteils im Flüchtlingslager in Klagenfurt. Među preživjelim hrvatskim izbjeglicama, tada i razoružanim vojnicima koji su bili po logorima uglavnom u britanskoj okupacionoj zoni u Austriji, proširile su se vijesti zapravo što se događa sa onima koji su bili izručeni Jugoslaviji. Als man von den Partisanenmassakern erfuhr, wurden Gedenkmessen für die getöteten Landsleute in provisorischen Kirchen organisiert. Im Mai 1947 wurde beschlossen, dass es notwendig ist, eine Gedächtnisfeier zu veranstalten, die dauerhaft an die Tragödie von Bleiburg erinnert und die in einer provisorischen Kirche im Flüchtlingslager abgehalten wird, bis es erlaubt ist, nach Bleiburg zu gehen. Der Plan wurde erst zu Allerheiligen 1951 realisiert. An diesem Tag besuchten 3 junge kroatische Flüchtlinge einen nahegelegenen Friedhof in Unterleubach bei Bleiburg und legten einen Kranz auf das militärische Grab, in dem sich die Überreste der getöteten kroatischen Gefangenen befanden. 6 weitere gingen zum Bleiburger Feld, wo sie Blumen hinlegten und Kerzen anzündeten. Onda smo obećali da ćemo mi svake godine dolaziti i mi smo i dolazili svake godine.
Im nächsten Jahr 1952, ebenfalls zu Allerheiligen, wagten es einige kroatische Flüchtlinge aus Südösterreich, Bleiburg zu besuchen. Taj događaj značio je početak organiziranog i trajnog dolaska na Blajburško polje. Tog dana je i donesena odluka o osnivanju počasnog Blajburškog voda. Zum ersten Präsidenten des Bleiburger Ehrenzugs wurde Ante Mikrut gewählt, Nikica Martinović als Generalsekretär und Mirko Karadzic als Schatzmeister. Ante Mikrut war der Präsident der kroatischen katholischen Jugend in Klagenfurt. Auf seinen Vorschlag hin hielt der Pfarrer Vilim Cecelja, Leiter der kroatischen katholischen Mission in Salzburg, am 5. April 1953 eine Messe in der Kapelle auf dem Friedhof in Unterleubach ab. I poslije kad je prvi put veličasni Cecelja došao, on je ostao vjeran Bleiburgu i sve do njegove smrti. Die Haupttätigkeit nach der Gründung des Bleiburger Ehrenzugs war die Organisation einer Gedenkfeier für die Opfer der Tragödie von Bleiburg und des kroatischen Kreuzwegs. Im Jahr 1966 wurde für die Zwecke der Gedenkfeier ein Grundstück von 2000 Quadratmetern auf dem Bleiburger Feld gekauft. Ovu treba zemlju kupiti, meni je rekao Ilija, hoćeš ti prepisati na tebe zemlju. Ja sam rekao, ja hoću prepisati, meni prijeti velika opasnost za mene i za moju familiju, za moju djecu. UDBA je prijetila meni i imam još pisma, prijeteća pisma koja je pisana da moram se riješiti toga, da ne smijem uzimati. Ja sam Iliji rekao, slušaj, ja uzimam zemlju, ako je treba umrijet ću. Bis zum Kauf des Grundstücks auf dem Bleiburger Feld wurde die Gedenkfeier an Allerheiligen auf dem nahegelegenen Friedhof in Unterleubach abgehalten. Seit 1967 findet die Hauptgedenkfeier auch auf dem Bleiburger Feld statt. Belgrad hat in den frühen 60er Jahren die slowenische Geheimpolizei angewiesen, die Aktivitäten des Bleiburger Ehrenzugs streng zu überwachen. Kein anderer Geheim- bzw. Nachrichtendienst in Kärnten war ähnlich aktiv wie der jugoslawische Geheimdienst. Weit über 100 Personen scheinen in Kärnten auf UDBA-Listen Anlauf. Nach 2 Jahrzehnten der Überwachung hatte das Dossier der slowenischen UDBA über den Bleiburger Ehrenzug 5000 Seiten. Belgrad wiederum war mit der Arbeit der österreichischen Polizei unzufrieden. Ofenzivna akcija bio je eufemizam za bombne atentate, diverzije, likvidacije, otmice i slično, koje su jugoslavenske tajne policije izvele oko 100 njih protiv hrvatskih političkih imigranata u razdoblju od 1945. do raspada jugoslavenske kommunističke države. Die erste offensive Aktion gegen den Bleiburger Ehrenzug wurde am Muttertag 1966 durchgeführt, als im Gasthaus am Bleiburger Feld, wo ein Mittagessen für die Pilger nach der Gedenkfeier organisiert wurde, eine Bombe deponiert wurde. U izvješću dvojice mariborskih agenata UDBE detaljno je opisano priprema atentata, no bomba nije bila dobro izrađena, pa tako nije došlo do željenog učinka. Im Sommer 1972 begann eine heftige Hetzkampagne der UDBA gegen Pfarrer Vilim Cecelja. Belgrad warf ihm vor, den österreichischen Behörden vor, mit Ustascha Terroristen in Verbindung zu stehen. Velika istraga koju je tada pokrenula austrijska policija rezultirala je time da nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi potvrdili beogradske optužbe. Dann wurde in der jugoslawischen UDBA-Zentrale entschieden, Pfarrer Cecelja illegal nach Jugoslawien zu bringen. U centralnom arhivu sloveničke UDBE vidi se da je otmica velečasnog Vilima Cecelje bila vodena pod kodnim imenom Duje 3. Otmica nije uspjela, no dokumentaciju koju su kod njega ukrali saradnici slovenačke UDBE, najvažniji dokument bio je propoved koji je trebao velečasni održati u sljedećoj misiji. Nach Pfarrer Cecelja wurde Nikica Martinović, Generalsekretär des Bleiburger Ehrenzugs, zum Hauptziel der UDBA. Martinović leitete Anfang 1975 die Vorbereitungen für die 30-Jahr-Feier der Tragödie von Bleiburg. Jugoslavenske tajne službe su pokušale sve učiniti da to onemoguće i da se istina o tome ne sazna. Nikica Martinović fuhr am 17. Februar 1975 wie üblich kurz nach 18 Uhr mit dem Auto zur Arbeit und parkte vor seinem Blumen- und Gemüseladen in Klagenfurt. Očigledno je da je imala slovenačka UDBA zadatak neposredne pripreme likvidacije hrvatskog emigranta Nikice Martinovića
i u tome smislu su poduzeli sve potrebne akcije da se ta radnja obistini. Kurz nachdem Martinović den Laden betrat, waren Schüsse zu hören. Alles geschah in Windeseile. Die Attentäter entkamen unbemerkt. Dotrči jedan od ruskog imigranta, sin koji je mlađi od nas bio, ali je dotrko meni i kaže: Ilija, pucali su na Martinovića. I ja odmah sam pritršao 100 metara, gdje smo do Agara, od toga ima 150 metara možda od te gostionice. Došao sam tamo, već je Martinović bio odvežen. Ilija Abramović erhielt ein paar Wochen nach dem Mord an Nikica Martinović einen Brief mit Anweisungen darüber, in einem Umkleideraum am Bahnhof irgendeinen Koffer abzuholen. Otišao sam sa tim pismom kod šefa policije, dr. Winklera, dobio sam to, evo sada, kaže on, onda sam mu ja na mom slabom njemačkom jeziku priveo to, kako sam ja znam, kaže Ilija, to je šala, ja kažem, pa onda vidite, donesite ga, ja neću ispod. I na kraju se on pridomislio i kaže da će poslati sa mnom jednog policajca da ide sa mnom da donese lijep kufer, novi, ne može biti ljepše. Pozadi su ga prorezali i otvorili i u tome kuferu su bila 2 samokresa, 2 kile dinamita, 2 UNO uniforme i još koje kakve stvari, ja ne znam sam šta je. Onda sam nakon toga, onda je meni taj doktor Winkler kazao mi je, ajmo Ilija, kaže, to nije šala. Der Beginn der Bleiburger Gedenkfeier fand auf dem militärischen Teil des Friedhofs in Unterleuberg statt, der mit 6 Eisenkreuzen und Helmen darauf markiert wurde und wo sich auch das Grab der kroatischen Soldaten befand. Daneben errichtete der Bleiburger Ehrenzug 1976 einen Grabstein. I've come here to Bleiburg Field, I think, 4 or 5 times now over the last 10 years. I think the first time there were maybe only 200 people, just like the front of the crowd here. And it's a great honor for me to be here for the first time when people can come freely from a free Croatia. Sve do demokratskih promjena, gotovo znači do kraja komunističke vlasti, Bleiburg se nije niti spominjao. Znači on je imao pravo javnosti, o njemu se nije govorilo, šaptalo se praktično u kućama onih koji su stradali i to ne baš u svima. Nach der Gründung des unabhängigen und souveränen Staates war sich die politische Führung bewusst, dass die Tragödie von Bleiburg ein tiefes kollektives Trauma im kroatischen Volk hinterlassen hat. Dana 8. listopada 1991. godine Hrvatski je sabor donio zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata. Kolika je vrijednost ovog zakona vidi se iz toga da je donešen neposredno poslije odluke Hrvatskog sabora o raskidu državnopravnih sveza s bivšim republikama u bivšoj Jugoslaviji. Auf Grundlage dieses Gesetzes wurde bereits Anfang 1992 die staatliche Kommission zur Bestimmung der Kriegs- und Nachkriegsopfer gegründet. Außer in Kroatien wurde eine solche Kommission auch in Slowenien gegründet. Prije 16 godina u Republici Sloveniji počeli smo evidentisati ova prikrivena grobišta koje nisu smjela da postoje u prošlim decenijama. Sada znamo da ih ima danas 642. A istraživanja ovih prikrivena grobišta počela su tek od 2006. godine. Na osnovu izvora imamo evidentisanih oko 145 grobova gdje bi bili hrvatske žrtve. Leider wurde die kroatische Staatskommission zur Bestimmung der Kriegs- und Nachkriegsopfer aufgelöst, bevor sie ihre Arbeit abgeschlossen hat. Und so kennt man bis heute nicht die endgültige Zahl der Nachkriegsopfer. Zapravo kroz vrijeme, kratko kroz koje je djelovala, prikupila je preko 85.000 žrtava imenom i prezimenom istoga razdoblja. Durch die Legalisierung der Untersuchung und der Wahrheit über die Anzahl, den Ort und die Umstände, wie die Opfer der Tragödie von Bleiburg und des Kreuzwegs des kroatischen Volkes ums Leben kamen, wurde dem jahrzehntelang vernachlässigten und diskriminierten kroatischen Volk und der Gesellschaft eine Art Sühne gegeben. I tada praktično možemo reći da je počelo pretvaranje naše prošlosti u povijest. To je onaj moment kada ta jedna velika trauma, o njoj se počinje govoriti i na neki način se ona počinje liječiti. Aber aufgrund der serbischen Aggression auf Kroatien hat die Haltung des Staates gegenüber diesen Ereignissen etwas nachgelassen, so dass das Parlament erst im April 1995 den Ausschuss für die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Gedenktag an die Bleiburger Opfer und die Opfer des Kreuzweges gegründet hat. U povodu 50. obljetnice žrtava Bleiburga i križnih puteva u Saboru je 12. i 13.
svibnja 1995. godine održan međunarodni znanstveni skup o žrtvama Bleiburga i križnih puteva. Po završetku toga simpozija, sve sudionike simpozija je primio predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. In diesem Jahr fand die Gedenkfeier zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft des kroatischen Parlaments und in Anwesenheit seines Präsidenten Nedeljko Mihanović statt. Hrvatski sabor je donio odluku kojom je ustanovio odbor za obilježavanje spomen dana na žrtve Bleiburga i križnih puteva. To je važno istaknuti što je od te odluke 19. travnja 1996. godine pa ubuduće se je 15. svibnja obilježavao sve do današnjih dana kao spomen dan na žrtve križnih puteva i Bleiburške žrtve. Der neu gewählte Parlamentspräsident Vlatko Pavletić führte die Delegation in diesem Jahr persönlich zur Gedenkfeier. Bleiburg su sve postaje na dugom i strpljujućem križnom putu. Bleiburg je i Daksa i Škabrnja i Jazovka. Eto, zato Bleiburg nije samo ime mjesta, naziv ovoga polja, nego pojmovno sabiralište stradanja Hrvata. In den nächsten Jahren kamen Abgesandte des Parlamentspräsidenten, der Regierung und des Präsidenten zu den Gedenkfeiern. Anlässlich der zentralen Gedenkfeier im Jahr 2002 sollte der Vizepräsident des kroatischen Parlaments, Zdravko Tomac, die anwesenden Pilger auf dem Bleiburger Feld vor der damaligen Koalitionsregierung willkommen heißen. Ja sam odmah to prihvatio, iako sam bio svjestan velikog rizika u koji ulazim. Taj rizik je bio višestruk. Prvo, znao sam da većina u SDP-u će mi jako zamjeriti što ću ići na Bleiburg, pogotovo što sam ja želio tamo ići da se javno ispričam za ono što su komunisti napravili hrvatskom narodu, ne samo na Bleiburgu, nego i u cijelini. 2 Tage nach der Gedenkfeier besuchte Ivica Račan, der damalige Premierminister, das Bleiburger Feld. Er legte einen Kranz nieder und zündete kniend eine Kerze neben dem Denkmal für die getöteten Mitglieder der kroatischen Streitkräfte an. Želim odati počast, pokloniti se s pijetetom svim žrtvama ranijih u povijesti sukoba, ne dijeleći žrtve tih sukoba, neovisno u ime kojih ideologija i politika su zločini činjeni. Der Besuch von Ivica Račan auf dem Bleiburger Feld, dem letzten kommunistischen Premier in Kroatien, führte auch zu etwas Positivem. 2003. godine su biskupi odlučili podići komemoraciju na Bleiburgu na jednu višu razinu i zajednički su donijeli odluku da Vijeće za hrvatsku inozemnu pastvu se uključi u organizaciju toga, a preko vijeća dakako i ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Der erste kroatische Bischof, der 2003 den Vorsitz bei der Messe innehatte, war Monsignor Želimir Puljić. Zapravo prvi hrvatski biskup koji je posjetio Bleiburg bio je kardinal Franjo Šeper. On je to učinio na Stepinčevo u veljači 1973. godine, potajno u društvu velečasnog Vilima Cecelje i Ilije Abramovića. Prije toga se sastao i razgovarao s članovima najužeg vodstva počasnog Bleiburškog voda i izrazio im svoju podršku. In diesem Jahr hat der Bleiburger Ehrenzug 2 Bücher in 3 Sprachen veröffentlicht, in Kroatisch, Deutsch und Englisch. Die Fotomonographie Bleiburg Memento und das Buch Das schwarze Buch des Kommunismus in Kroatien. Das sicherlich wichtigste Projekt in diesem Jahr war die Erneuerung und Erweiterung des Denkmals für die Opfer der Tragödie auf dem Bleiburger Feld. Das Denkmal wurde 2005 feierlich enthüllt. O 60. obljetnici Bleiburške tragedije slavlje je predvodio, komemorativno slavlje je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić i tom je prigodom blagoslovio obnovljeni spomenik na Bleiburškom polju.
I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Unter den Opfern der Tragödie von Bleiburg waren auch viele Muslime, deren Vertreter bei allen Gedenkfeiern anwesend sind. Bleiburg je uz potočare kod Srebrenice najveća grobnica muslimana u Europi. Bleiburg je naša rana i sudbina. Bleiburg je naša činjenica i opomena. 2007. godine komemoraciju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i tom prigodom otvorio i blagoslovio bogoslužni prostor na kojem se i danas odvijaju komemoracije. Der Bleiburger Ehrenzug arbeitete intensiv mit slowenischen Historikern und Forschern der Nachkriegsverbrechen und Massenhinrichtungsstätten zusammen. Časni blajburški vod je 2006. napravio knjigu gdje smo mogli da na slovenačkom, hrvatskom i engleskom jeziku izložimo sve ono što smo do tada, do 2006. godine, znali o hrvatskim grobovima na slovenačkom tlu. Na neki način je naša zajednička obaveza da grobovi Hrvata u Sloveniji, istina u njih, a i njihovo uređenje i konačna sahrana žrtava postanu ona tačka za koju možemo reći da kad ćemo dostići, da ćemo slobodnije disati i da ćemo i u Sloveniji i u Hrvatskom rasterećeni otvoriti novo poglavlje istorije. Die Kirchenbehörden in Kroatien unterstützten die Arbeit des Bleiburger Ehrenzuges. U širenju istine oko blajburške tragedije crkva je sudjelovala na taj način što je 2008. godine Glas Koncila kao crkvena izdavačka kuća, dakako u suradnji s počasnim blajburškim vodom, objavila i monografiju Bleiburg, tragedija i nada, u kojoj su opisana sva ta nastojanja oko širenja istine i historiografski i povijesno obrađene sve dotadašnje komemoracije. Der Bleiburger Ehrenzug organisierte 2009 am Busbahnhof in Zagreb eine Ausstellung von Kunstwerken, Gemälden und Skulpturen, Dokumentarfotos und Dokumenten. Na lokaciji autobusnog kolodvora je u vrijeme poratno i ratno bio kanal, to je sakupljalište, to jest logor. Odavde su prikupljena i sakupljena hrvatska mladež i odvožena je u nepoznato, za mnoge se ni dan danas ne zna gdje su odveženi. Ja sam živi svjedok, jedan od preživjeli koji su ovdje bili zatočeni u logoru koji se zvao logor na kanalu. Odavde sam nakon križnog puta bio dotjeran, a ovo je bio logor Ozn. In den 2 Monaten, wie lange die Ausstellung dauerte, sahen sie mehr als 1 Million Menschen. 3 Tage vor dem 65. Jahrestag der Tragödie besuchte die damalige Premierministerin Jadranka Kosor das Bleiburger Feld. 1 Monat später besuchte auch der neu gewählte Präsident Ivo Josipović den Ort der Tragödie. Im Frühjahr 2010 wurde mit dem Bau eines Soldatenfriedhofs begonnen. Die Büste des Pfarrers Wilhelm Tetzelja wurde feierlich enthüllt und während der zentralen Gedenkfeier 2011 gesegnet. Zu Beginn desselben Jahres beantragte der Historiker Daniel Evin beim Präsidenten des kroatischen Parlaments Luka Bebić die Auflösung der Schirmherrschaft über die Gedenkfeier. Određene skupine jugoslavensko-komunističke orijentacije i ljevičari su u više navrata pokušali ukinuti pokroviteljstvo Hrvatskog sabora nad obilježavanju žrtava Bleiburga i križnih puteva. To je jedna odluka koja je sebi nosila zamisao, jalovu, uzaludnu zamisao da će ukidanjem pokroviteljstva Hrvatskog sabora nad obilježavanjem žrtava Bleiburga i križnog puta da će se zatvoriti istina. Mit dem Versuch, die zentrale Gedenkfeier vom Bleiburger Feld zu vertreiben, wollte man eine vollständige Abschaffung der Tragödie von Bleiburg als eines der wichtigsten neuzeitlichen nationalen Identitätssymbole erwirken. Svaka ideja negiranja Bleiburga, svaka ideja premještanja komemoracije na neko drugo mjesto, o njoj se ne smije ni raspravljati, a kamoli ju prihvatiti. Ona je uperena protiv istine i ona je uperena protiv interesa hrvatskog naroda.
In diesem Jahr entschied der Bleiburger Ehrenzug, dass die Schirmherrschaft für die Gedenkfeier bis auf Weiteres den Landkreisen, Städten und Gemeinden aus Kroatien und Bosnien und Herzegowina sowie der kroatischen Emigrantengemeinschaft im Ausland zuteil wird. Kontaktirali smo tadašnjeg Virovitičko-podravskog župana Tomislava Tolušića, koji je ujedno bio i predsjednik zajednice Hrvatskih županija. On je prihvatio da njegova županija Virovitičko-podravska te godine bude pokrovitelj komemoracije na Blajburškom polju. Die Schirmherrschaft für die Gedenkfeier im Mai 2014 übernahm die Gespanschaft Split-Dalmatien. Auch der Präsident des kroatischen Parlaments, der Akademiker Željko Reiner, nahm daran teil. Die Vorbereitungen für die Feier zum 70. Jahrestag der Tragödie von Bleiburg begannen bereits im Spätsommer 2014, als auch eine eigene Organisationszentrale gegründet wurde. In der Zwischenzeit wurden auch die Präsidentschaftswahlen abgehalten. Odmah nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima početkom 2015. zatražili smo da bude pokrovitelj nad komemoracijom. Predsjednica je našu zamolbu prihvatila. Predsjednica je posjetila Bleiburg i molila se za žrtve dan prije same komemoracije, a na komemoraciju je poslala izaslanicu. Pred doista dotad neviđenim mnoštvom naroda od preko 50.000 vjernika. Komemoraciju je liturgijski dio predvodio ponovno zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Die Schirmherrschaft der Gedenkfeier wurde mit dem kroatischen Volksparlament von Bosnien und Herzegowina geteilt. Došli smo na Bleiburg istini pogledati u oči, suočiti se s njom, jer kako stoji napisano, samo će nas istina osloboditi. Am Tag der Gedenkfeier 2016 besuchten der Premierminister Tihomir Orešković und der Vizepremier Božo Petrov das Bleiburger Feld. Čast mi je da vas mogu pozdraviti u svoje ime, no osobito u ime Hrvatskog sabora, koji je napokon opet pokrovitelj na današnjim komemorativnim skupom u Bleiburgu. Počasni blajburški vod, kako i priliči, ponovno surađuje s najvišim hrvatskim državnim i nacionalnim institucijama, od Hrvatskog sabora, Ureda predsjednice, vlade nacionalnih i političkih institucija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, biskupskih konferencija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, brojnih civilnih udruga u domovini i iseljeništvu. Das, was die bescheidenen kroatischen Emigranten erreichen wollten, haben sie auch erreicht. Pilger aus der ganzen Welt kommen nicht nur im Mai zum Bleiburger Feld, sondern das ganze Jahr über, um den Gefallenen ihre Ehre zu erweisen. Od Majčinog dana do svih sveti. Ja sigurno dođem 20 puta najmanje, ja uvijek dolazim. Skoro nikad nisam došao da nije neko bio. Uvijek dolazi se tu, pale se svijeće. Aufgrund der bekannten politischen Umstände, die aus der antikroatischen Einstellung der jugoslawischen kommunistischen Diktatur resultierten, durfte und konnte man der Opfer der Tragödie von Bleiburg und des Kreuzwegs des kroatischen Volkes nicht in der Heimat gedenken, sodass dies kroatische Emigranten im Ausland getan haben. Ja kažem Milima, hajde boja šta letiš tam. Kaže on meni, ti imaš kaže djecu i unučadi i sve, a ja nemam nikoga, ja imam sam Bleiburg. Naš život je prošao u Bleiburgu. Od onoga dana ko smo počeli do danas Bleiburg. In den frühen 90er Jahren, nach der Gründung des unabhängigen und demokratischen kroatischen Staates, beginnen Zehntausende Pilger auf das Bleiburger Feld zu kommen. Dieses war in der Zwischenzeit zu einem Ort-Symbol des Gesamtleidens der Kroaten während des jugoslawischen kommunistischen Regimes nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Zahvalni smo počasnom Blajburškom vodu. Wir sind dem Bleiburger Ehrenzug und den kroatischen Auswanderern dankbar,
dass sie in diesen schwierigen Zeiten die Erinnerung an die Opfer der Tragödie von Bleiburg und des Kreuzweges gepflegt haben. Heute, wo wir ein eigenes Land haben, sind wir glücklich darüber, dass das kroatische Parlament die Schirmherrschaft der Erinnerung an die Opfer von Bleiburg übernommen hat, die Regierung das Projekt finanziert und sich auch die kroatische Bischofskonferenz mit angeschlossen hat. Die Schirmherrschaft des kroatischen Parlaments ist ein wichtiger Schritt, um eine dauerhafte Form der Erinnerung an die Bleiburger Opfer auf institutioneller, staatlicher und nationaler Ebene zu finden. I nacionalnoj razini.